Hey Oli, ich glaube, wir sind dran. Hey, heute zusammen, willkommen zum ersten Schweizer Fischer-Podcast Fischfrucht. Ja Mann, auch von meiner Seite her ein herzliches Willkommen zu der heutigen weiteren Folge vom Podcast. Hey, und das wird, glaube ich, meine Lieblingsepisode, weil es geht um das, wo ich brenne. Swimbait Addicted. Wirklich. Ich brenne für das. Ich glaube, für mich wird es die Lieblingsepisode, weil wir uns neu aufgerüstet haben. Ja, voll. Hey, da müssen wir wirklich noch uns entschuldigen. Oder wir können uns schnell ein bisschen erklären. Wir haben ja schon mal gestartet. Ganz am Anfang, ich glaube, das haben wir auch mal erklärt. Wir haben mal ganz am Anfang mit meinem Mikrofon gestartet, wo ich eigentlich sonst meine YouTube-Videos mache. Dann haben wir uns ein Mischpult zutun mit 2 Mikrofonen. Eingang. Und 2 Mikrofone. Ja, stimmt. Right. Ja, mein Fehler. Und ja, irgendwie haben wir es mal gut reingepegelt, einmal weniger gut. Und immer, wenn jemand auf Besuch war, hat die Technik gestrikt. Da haben wir immer einen mega Pain gehabt, ja. Absolut. Und genauso halt auch bei der letzten Episode, wo der Robin dabei war. Das ist verdammt schade. Es war so eine geile Episode vom Inhalt her. Einfach top. Hey, einfach da nochmal dünnes überhören, dass die Tonqualität scheiße ist. Weil, hey, es ist mega cool, was der Robin erzählt. Ich habe es mega interessant gefunden über die Entstehung von Toppis und völlig. Was sie für eine Philosophie haben. Hey, für die Toppis ein bisschen verfolgen, hört es euch gleich an. Unbedingt, ja. Was da noch zu sagen gilt, machen nicht zu laut am Anfang. Habe ich auch gehört vom einen oder vom anderen, dass Tonschwankungen drin waren. Es ist für Oli und für mich ist es auch mega tricky gewesen, so in ein Mikrofon hier zu reden. Und ja, ich hoffe, wir haben es jetzt, wir haben natürlich ein neues Equipment jetzt wieder angeschafft. Ich hoffe, wir haben es jetzt im Griff. Ja, wir werden es dann vielleicht später noch hören. Ja, und man muss auch sagen, hey, wir sind keine Techniker. Wir zwei haben beide mit dem nichts am Hut und sind mega froh gewesen um Inputs, um Hilfe, dass wir das schleunigst schnell verbessern können. Ja. Wie sagen wir dem? Try and Error. Ja, irgendwie so. Ja. Hey, danke an dieser Stelle für die vielen Inputs. Es sind ein paar Leute auf mich zugekommen, die Erfahrungen haben mit Tongeschichten, Musik unter anderem, die gesagt haben, hey, wenn du mal willst, dass wir über das Equipment schauen, komm auf mich zu, gib durch, was du hast, vielleicht kann dir noch etwas helfen, vielleicht kann dir einen Tipp geben, vielleicht kann ich dir sonst irgendwie einen Input geben. Hey, merci vielmals an dieser Stelle. Wir hoffen, wir haben das Problem jetzt können an der Wurzel beheben. Wir haben ein neues Mischpult und ja, ich glaube, wir haben uns auch ein bisschen mit der Mikrofonthematik befasst, was natürlich auch sehr, sehr viel bringt. Hey, falls wir das Problem immer noch hätten, würden wir sehr gerne auf euch zukommen, aber jetzt mal für die Episode haben wir gefunden. Genau. Es funktioniert. Genau. Hey, und weißt du was, für diese Folge, es ist wieder Zeit, dass wir ein Bier auftun. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich glaube, ich schenke mir mal ein Bier ein. Machst du mit, Oli? Ja, voll. Hey, endlich wieder Bier trinken, zum Wohl, gell? Auf deine Gunneni, ja, voll. Würde ich sagen. Ja. Oder? Ja, voll. Geil, sehr schön, nice. Seit letzten Montag wieder nicht mehr trocken. Aber sonst hat er kein Problem. Mm-mm. Ich habe übrigens das Feedback bekommen, ich sollte weniger nice sagen. Nice. 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 Ich glaube, jetzt hast du alle deine Nice aufgebraucht. Okay. Aber weißt du, was wäre nice? Schön. Wenn du nice würdest sagen. Wenn wir mal mit der ersten Rubrik starten. Jawohl, meine Woche, deine Woche. Yeah. Jetzt hätte ich fast wieder nice gesagt. Gut. Willst du anfangen oder soll ich? Nein, fang du an. Ich will deine ersten Reaktionen sehen. Wirklich? Ja. Also, hey, YPC Boat ist gestartet. Genau, eigentlich heute vor einer Woche, wenn ihr den Podcast hört. Heute kommt die zweite Episode raus. Zweite Episode, 2 Folge. YPC Boat. Es hat 3 Schweizer dabei. Einerseits der Fonso, klassisch, schon fast altbekannt, sage ich jetzt mal. Andererseits der Marco Meister, ist bei Roughneck Boats. Und der Stefan Däuber mit Fish Explorer. Voll. Hey, was sagst du zu der ersten Episode? Komm, ich ein bisschen spoilern. Ja, wenn wir. Also ja, all die sie noch nicht gesehen haben, entweder schauen sie jetzt so geschwind, machen Pause, oder machen halt geschwind lautlos. Hey, ich habe die erste Episode, ich finde YPC Boat einfach geil. Gefällt mir. Allgemein das YPC-Format, bis auf Bass, aber
Ich finde es cool. Von den Teams her, ja, ist einfach schade davon so. Also das Team Bullseye, ein Hecht haben sie gehabt, bis jetzt, meinte ich. Und das ist halt einfach nicht viel. Das ist wenig für so einen halben Angeltag. Also klar, ich meine, wir gehen ja bei uns 12 Stunden raus und fangen das dritte ein Hecht, aber das ist ein anderes Thema, da kommen wir später noch dazu. Aber es ist einfach so ein bisschen, ja, es ist wenig. Ich finde es mega schade, ich möchte es ihnen mega gönnen, wenn es weiterkommt, weil ich finde es coole Leute. Es sind vor allem Schweizer, mega Sympathie in diesen Belangen und ja, von dem her, schade. Vor allem haben wir jetzt die Chance mit diesen 3 Schweizer, die in der gleichen Gruppe sind alle 3 in der Gruppe A. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Ja. Weil so kommt nur einer oder zwei maximal weiter für dann das Halbfinale, oder? Ja, und die Gruppe ist hure krass. Die Gruppe ist stark, ja. Also stark, ja. Es hat einen Namen dabei, sagen wir es so. Ja, nein, es ist fix Favorit, oder? Ja, weiß nicht. Ja, Favorit sicher, ja. Ob sie es packen, ja, also ich gehe nicht davon aus, sie werden, aber... Nein, dieses Jahr wird es schwieriger. Wie viele Teams sind es das mal? 18, 12? Nein, ich hätte jetzt gesagt 16. Irgend sowas. Irgend so, ja. Sorry, ich habe es spät am Abend geschaut. Aber sie haben noch eine Aufteilungsänderung gemacht, dass, ich habe das so by the way gesehen oder gehört, wahrgenommen, dass die ersten 2 oder die ersten 3 von der Gruppe weiterkommen, dann gibt es den Lucky Loser. Wirklich? Irgendwie so, ja. Okay. Und dann kommen die nicht weiterkommen, aber das stärkste Scoreboard haben, kommen dann weiter. Irgendwie so. Halt eben der Lucky Loser. Ja, von dem her finde ich auch noch cool. Das ist eine gute Änderung, die sie haben. Und sie haben ja mega Sturm gehabt. Gell? Jetzt haben sie ja noch einen River Day, wo sie nur auf den Flüssen fischen. Finde ich geil. Gefällt mir. Haben sie vorher schon gehabt? Glaube nicht. Gell? Das war Fly vs. Jerk oder Xander Pro so gewesen, oder Perch Pro. Meinte ich, wo sie so einen River Day hatten. Also den haben sie müssen machen, weil sie dort Jahrhundertsturm hatten auf dem Hollandsdeep, ja, oder? genau. Ist ja dort gewesen, wo leider ein Boot untergegangen ist. Wo einer gestorben ist? Ich glaube, es war einer gewesen, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiss nicht, dass es dort einen Unfall gegeben wegen der Wellen. Okay. Also nicht vom YPC, oder? Nein. Eben, ja. Gut, ich glaube, dort draussen passiert immer wieder so etwas. Hey, wow, ja. Weil sich halt einfach die Leute vielleicht überschätzen, sage ich jetzt mal, oder halt das Wetter unvorhergesehen ist. Aber ja. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Hey, Roughneck Boats, sorry noch geschwind. Hast du Roughneck Boats, hast du die gekannt? Nein. Ich auch nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Ich kenne nur den Lukas halt, der Lukas Ripplinger. Ja. Okay. Ja, hey, ich bin gespannt, wer da weiterkommt. Ob das Team von Fish Explorer, beziehungsweise von Stefan Däuber, von Marco Meister oder von Fönsi. Ja, sind wir mal gespannt. Ich bin wieder mega im Clinch. Ich habe wieder so mit dem Manu abgemacht, für wer es immer, oder? Und das Mal bin ich wirklich hart im Clinch. Ist ja klar, die Schweizer wollen wir unterstützen. Ja. Aber gleich, ich finde Neis immer noch geil. Ja. Und irgendwie, ich drücke auch am Lukas die Daumen, weil ich habe jetzt mega viel Kontakt mit ihm. Und wir werden sicher mal etwas machen. Grüße gehen raus. Ja, in dieser Gruppe finde ich der Hure schwierig zu sagen, wer wir werden es sehen. Ja, genau. Mit dem hat es angefangen, meine Woche am Sonntag. Ja, oder aufgehört. Nein, ja, mal eigentlich eher aufgehört, so muss ich sagen. Ich bin aufs Kajak, ich bin wieder mal Kajak fischen. Wir sind an Sarnensee. Ja, cool. Ja, es war mega cool, 12 Stunden, wunderbar. Das dritte sind wir, mega cool gewesen. Das Wetter war bedeckt, also so Hochnebel, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es Sahara-Staub war. Mein Highlight vom Tag, und hört gut hin, mein absolutes Highlight vom Tag war Burger essen. Scheiße. Oh Mann. Hast du fett geschneidert? Ja, abartig. Ich hatte 1 Biss, 2 Biss hatte ich. Aber das sind so richtig zarte Anfasser. Ich habe ganz fein die Spuren gesehen, weißt, vom Hecht. Aber ja, das ist schade. Wir sind am 9 Uhr raus, der Linus und ich. Der Linus ein Teamfischer von Major Fish. Und ja, hey, wir haben angefangen werfen. Er hat dann beim Camping oben Sachsen, glaube ich. Ich kenne mich nicht aus dort in der Schweiz. Nein. Nein, aber ich kann mich die Idee mitnehmen, gell? Ja, absolut. Nein, hör auf, dort musst du Pass haben. Nein, alles gut. Ich kenne mich nicht aus dort. Wir sind auf jeden Fall flussaufwärts richtig Lungern rauf. Ich glaube, das ist Sachsen. Und dort hat er nachher so einen kleinen Hecht gehabt. Ja, mehr ist eigentlich nicht gegangen. Es ist dann der Max noch gekommen, auch mit dem Kajak. Es war mega cool. Wir sind das dritte mit dem Kajak ein bisschen rumfischen und
ja, haben noch ein Wobbler austestet. Ich habe dann noch ein paar Wobbler bekommen zum Testen, wo wir dann eventuell ins Sortiment haben. Ja, habe ich eigentlich gerade den nächsten Punkt noch angeschnitten. Sind coole Wobbler. Ist sicher nicht alles gut, was dort ist, aber sind coole Wobbler. Von dem her, ja, ich bin da gespannt, was da noch kommt. Kann ich erst richtig brauchen, ab dem Mai dann. Ich wollte sagen, die Saison kommt ja erst noch. Ja, voll. Dann sind die Swimbaits noch angekommen von Major Fish. Dort hat er ja bereits schon ein Foto geschickt. Die lade ich noch nicht in die Story Voll, auf oder so. Ich wollte sagen, wenn wir ja noch nicht liken, gell? Nein, Leute. Aber ich habe es schon gesehen. Also, Ja, du hast es gesehen, genau. Und ja, hey, zu guter Letzt, ihr hört es hoffentlich. Ich hoffe, ihr hört es. Wir haben neues Equipment. Und das ist mein heutiges Highlight. hey, brutales Highlight, das Equipment. Mega. Und ich hoffe, der Ton ist wirklich gut. Ja. Hey, das wäre eigentlich so ein bisschen meine Woche gewesen. Jui. Der Rest hat aus Arbeiten bestanden. Ja, etwa so. Hey, bei mir ist es im Fall auch nicht gerade viel, viel besser gelaufen. Ich hatte 2 Drehtage gehabt und zweimal hat das Wetter Strich durch die Rechnung gemacht. Einmal wäre ich mit meinem Bruder ein Catch and Cook gemacht. Dort hat es leider geschifft und mein Bruder hat ein bisschen Angst vor Wasser, darum sind wir dann nicht gegangen. Mir wäre es eigentlich wurscht gewesen. Ist er wasserscheuch oder ist er einfach ein Schönwetterfischer? Ja, das weiss ich. Er ist eben kein Fischer, das ist vielleicht das Problem. Ja, gut. Gut, also ich muss sagen, bei Regen raus ist abartig mühsam. Ja, wir wären ja nicht irgendwo angegangen, wir wären ja noch zu Forellenpuff gegangen. Ja, gleich. Also von dem her, ja, easy. Ja. Ja, und das andere sind wir auch gegangen. Es wäre ein Nachbarn-Battle gewesen. Die einen oder anderen haben es gesehen in meiner Story. Wir sind draußen gewesen, wir sind nachher überrascht worden von dem scheiß Föhn und wir haben wirklich meterhohe Wellen gehabt, wo wir irgendwann müssen sagen, Safety first und wir gehen jetzt runter, sonst kommt das nicht mehr gut. Eben, du kannst irgendwo, wir hätten schon irgendwo in die Bucht rein können, aber die Fische haben glaube ich auch keinen Bock gehabt. Ja. Und dort ist dann ein bisschen mehr meine Frage aufgekommen mit dem Vollmond, ob das einen Einfluss hat. Es hat mega spannende Diskussionen gegeben, mega viele haben mir geschrieben, es war mega cool gewesen. Und wir haben uns ein bisschen darüber austauschen. Hey, apropos Vollmond, wenn ich da geschwind dabei denke, ich habe mir das im Fall heute überlegt, als ich dich abgeholt habe am Bahnhof, habe ich gedacht, hey, jetzt ist doch bald wieder mal Vollmond, der 1. Mai näher, oder? Mhm. Und ich weiß nicht, wie du oder wie ihr es draussen kennt, Fischen bei Vollmond, vor oder nach Vollmond, ich habe mal gehört, so eine Woche vor und eine Woche nach Vollmond sei eine Top-Beiszeit für Hecht. Während dem Vollmond beißen die Forellen nicht, aber ansonsten top. Ja, ich glaube auch da streiten sich die Götter. Schon, oder also habe ich mir immer noch das ein bisschen- Gefühl. Ist Ja. mir noch ein bisschen uneinig. Die einen sagen, ja, es ist mega gut, vor allem in der Nacht, dann, wenn du bei Vollmond willst Ja. fischen. Ja, aber gut, das ist wahrscheinlich Andere mehr sagen mit den dem Tag Licht im vorher, den Zusammenhang, Tag oder? nachher, so solltest du ja nicht. Hey, Es ist, was sind eure Erfahrungen draussen? Ich weiss, jetzt gibt es sicher Leute, die so ein Fangtagebuch. Ich weiss, der Pado von My Tacklebox, der führt so ein Fangtagebuch. Ich glaube, er hat irgendwie mal gesagt, eine Woche vor Vollmond, irgendwie so. Hey, geht jetzt doch mal in die Kommis rein. Es nimmt mich mega Wunder, wie es bei euch so ist. Ich habe mich zu wenig drauf, ja. Aber es ist mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen. Vielleicht, ja, wer weiß. mal, viele von der Community oder viele, die mir geschrieben haben, haben gesagt, hey, Vollmond, vergiss das, gang ja nicht fischen. Also für Forellen oder allgemein? Vor allem. Okay. Also ja, genau. Soll ich eine Umfrage machen? Hey, das wäre eine gute Umfrage. Also, ja. komm, dann mache ich eine Umfrage Fischen bei Vollmond. Hey, dann das Nächste, was ich dich fragen wollte, gell, es war ja schön Wetter gewesen, ich habe mir schon wieder meine Handfläche verbrannt. Also immer schön da beim Daumen und den Handballen rum, ich verbrenne mich dort so oft. Und es ist jetzt, was ist jetzt, Mai gewesen? Nein, es ist Nein, noch nicht mal Mai, es ist noch nicht immer mal Mai, April, es war Loli. März gewesen. Und Ah. ich habe mich schon verbrannt an der Hand. Hast Es du den ist ersten so schlimm. Sonnenbrand gehabt? Hast du schon den ersten Sonnenbrand? Aber nur an der Hand. Gratuliere. Hey, super. Ich brauche unbedingt Handschuhe, auch wenn es doof aussieht. Fingerling. Ja, aber so Halbe Händchen. halbe Händchen, aber ich will irgendwie mit Stoff und nicht mit Neopren. Leder. Ja, genau. Nein. Ohne Witz. im Fall. Es gibt, Ohne Witz. es gibt recht geil, ich muss dir nachher mal Hey. zeigen. Ich habe jetzt mal abgesehen, ob ich mit Mädchenfisch irgendwie etwas zu tun habe oder nicht. Ich finde die noch geil. Ich habe die jetzt am Sonntag auch wieder angehabt. Okay. Weil ich bin am Sonntagmorgen, als ich Brat gemacht habe, hat Sina gesagt, hey, musst schauen, heute komme ich mit dem ersten Sonnenbrand heim. Eigentlich spät. In der Regel haben sie im Februar, März rein, wenn es erst mal wirklich schön ist. Aber ich hatte jetzt auch keinen gehabt, natürlich. Zum Glück, war ja immer bedeckt gewesen. Aber die Händchen, ich finde die mega geil. Die haben so, das ist mega angenehm, es ist ganz dünne Leder-Dings. Ja, es tönt so ein bisschen Lack und Okay. Leder und so, aber ich finde es mega nice. Ich finde es mega nice, Ja. sind so halb, die Finger schauen raus.
gibt es im L und im XL. Finde ich mega nice. Mir passt jetzt das L. Eventuell je nachdem, wenn du ein bisschen dickere Finger hast. Ja, ich habe eben hure kleine Hände. Du hast solche Gynäkologenfinger. Bei dir würde auch das L passen. Von dem her. Ich kann dir nachher mal ein paar holen, kannst es mal abprobieren. Voll. Aber ich finde die wirklich noch geil im Fall. Ja, und bei mir, bei der Hand, finde ich immer, ist das Problem, durch das du noch viel ins Wasser langst, um den Fisch zu landen oder so, spült es irgendwann die Sonnencreme weg. Dann nützt es auch eingrämen irgendwann nichts mehr. Und ja, ich habe jetzt gesagt, hey, dieses Jahr muss ich Hände schauen, sonst wird es wirklich langsam gefährlich. Ja, und sonst hast du noch einen Grund zum Schneiden, das willst du auch nicht. Ja, richtig. Hey, dann bin ich diese Woche noch im Tessin gewesen. Ja, ich bin an Ostern ins Tessin und nein, ich bin nicht im Stau gestanden, für die fragen. Alle haben gesagt, wieso gehst du ins Tessin, Osterstau? Man muss einfach wissen, wann und wo man durchfährt. Hey, dann Oli. steht man nicht im Stau, ja. Bravo, gut gemacht, Ja? gut gemacht, Ja. super. Das sind eben die Einheimischen, die wissen, wenn sie gehen müssen. Nein, was ich eigentlich wollte sagen, ich habe das Tessiner Patent dieses Jahr wieder geholt. Ich habe mir zuerst dieses Jahr überlegt, um es nicht zu holen, weil es kostet einfach 400 Tacken. Das ist verdammt viel. Es ist auch viel. Aber hey, ich bin dieses Jahr wieder so viel drin und werde geilen Content machen. Darum hat es sich dieses Jahr wieder gelohnt. Yes, dann habe ich meine Swimbaits ready gemacht. Ja, jetzt schon für den Mai. Meine Swimbaits sind alle mit neuen BKK-Haken bestückt. Wir werden sicher noch ein Foto oder so hauen in die Story. fix. Von dem her sind wunderbar ausgelegt. Ja, ich glaube, das können wir schon noch machen. Hey, und dann habe ich noch auch für Swimbaits habe ich jetzt den Monkey Lures bestellt, den Perch Glider in Inferno Tiger. Ist so ein leuchtendes Gel. Ich bin mega gespannt, wie der aussieht und wie dann das Laufverhalten ist. Ich habe 1-2 Videos schon gesehen von Big L. Und ja, wir reden später noch über Swimbaits, aber es hat jetzt gerade da reingepasst, dass ich den schon mal vorbestellt habe. Ja, gell? Und sonst bei mir eben normal arbeiten wieder. Ich habe jetzt ja das Pensum erhöht bei meiner Arbeitsstelle und bin jetzt voll am Knitteln. Und alle, die jetzt da zuhören, denken wahrscheinlich, endlich, der Oli schafft einmal. Er kann Ja, nicht immer voll. ans Wasser gehen. Er ist nicht nur immer am Video machen. Ja, genau. Er ist nicht immer nur am Fisch, ich muss nicht immer eifersüchtig sein auf ihn, sondern endlich geht es ihm einmal ans Lebige. Ja, richtig. Nein, Spass beiseite. Ja, aber es ist gleich eine Woche, wo Ist habe ich viel- das Gefühl, doch noch viel gelaufen eigentlich. Ja, Also, ja. so, ja. Meine, ja. Hey, Gut. wenn wir eine Rubrik weiter. Hey, ich würde es im Fall auch sagen, du sie ankündigen. Ja, wir gehen in die News. Hey, und da bin ich jetzt mega gespannt. Bitte fang du an. Oder hast jetzt du die News Wirklich? wieder rausgenommen? Nein, sind immer noch drin. Ja. Sind immer noch drin. Vor allem gerade die erste. Wirklich? Ich glaube es bis heute noch nicht. Wirklich? Ja. Der Big L ist bei Hecht und Barsch unter Vertrag. Komm, das ist am 1. April gedroppt worden. Das ist darum habe ich fake. geschrieben, 1. April-Scherz. Aber sie haben es nie aufgelöst, oder? Hey, das weiss ich nicht mal. Ich habe es nur so by the way gesehen. Also ich habe als News habe ich 3 April-Scherze, die ich eigentlich relativ cool finde. Also mit Ja. dem Big L, weil die haben es ja mega gut miteinander. Ja, und sie kennen sich schon seit Ja. 9 Jahren und mehr. Darum hat er ja eben auch geschrieben bei diesem Beitrag, ja, endlich haben wir es geschafft, das lange Beißen hat sich bewährt. Nein, also jetzt verunsichert ist mich gerade, aber ich hätte gesagt, es ist ein April-Scherz. Also, Ich hätte fix der gesagt, geht nie zu Hecht und Barsch, vergiss doch nein, das. mit seinen Monkey Lures. Nein, Und, keine Chance. Nein, Nein. hör auf, das ist ein April-Scherz. aber gell, der Enrico ist auch von Westin nachher zu LMAB. Ja, Aber das ist ja, etwas aber anderes. der Enrico hat nicht Westin pusht. Oder, Ja. also pusht, ja, Er war aber nicht, Country Manager gewesen. ja, aber er hat nicht Westin, ist nicht seine Firma gewesen. Ja, richtig. So, wie beim Big L. Also von Ja. dem her, nein, er ist der nicht der Gründer gewesen. Und nein, der wird nie, also kann ich Aber mir es gibt jetzt... sicher Leute, die das geglaubt haben. Hey, also ich bin im ersten Moment, habe ich gedacht, oh wow, haben sie es doch gepackt? Und dann habe ich mir das Datum, scheiße, heute ist 1. April. Nein, es wird ein Witz sein. Ja. Und dann, der Horny Harry habe ich auch ganz geil gefunden von Ja, voll. LMAB. Den habe ich ganz nice gefunden. Ein Drunkbait mit einem, Penis. ja, kann man so sagen, oder? In einem Podcast. Ja. Und sonst kannst du es ja nicht mehr noch Das ist die, zensieren. wie sagt man korrekte Formulierung Genau. vom männlichen Geschlecht. das? Genau, Bravo, toll. super. Ja, habe ich auch ganz einen coolen Scherz gefunden. Ist für mich zwar schon fast zu, wie sagen wir dem, zu scherzhaft. Genauso wie beim Petri Heil mit der neuen Fischart, die sie entwickelt haben, mit der Barbelle. Ja, Eine voll. Mischung zwischen Barber und Forelle, einfach für die Sportfischer. Ja, wo dann einfach ein Sportfischer Fischart ist. Ja, mega cool. Ja.
Ist noch lustig, Ja. oder? Wenn man sich so etwas überlegt. Ja, ich finde es so cool. Wir haben ja auch überlegt, ich habe Oli gefragt, ob ich auch irgendetwas Blödes posten. Es ist ein bisschen spät gekommen von mir. Der Oli war dann der Vernünftiger von uns und hat gefunden, nein, komm, das ist doch ausgelutscht, das machen wir nicht. Ja, Ich sage, ja, okay, gut, das ist recht, ist okay. Macht das überhaupt noch jemand da aus? So Aprilscherz, ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen zu unserer Generation, wo wir Kinder waren, noch lustig gewesen. Ja. Ich meine, wie viele Mal haben wir dem Lehrer durchgestellt, dass wir früher haben heim und das hat funktioniert. Ich glaube, heutzutage. Ja, aber ich glaube, es sind fast ein paar Aprilscherze gegangen, auch von grösseren Firmen, die zum Teil nicht gut angekommen sind. Also gewisse Eben, sind ja. sogar mit der Polizei und so geahndet worden. Ja. Ja, hey, das wären meine News gewesen. Oli, ich übergebe dir das Wort. Hey, nur Aprilscherz hast du gemacht, hä? Okay, meins ist kein Aprilscherz, das ist jetzt ernst. Und zwar hatte ich noch Kontakt mit dem Ronny von Stucki. Und ich möchte da noch etwas richtigstellen. Es hat in unserer letzten Episode ein bisschen so getönt, als wäre Stucki und Hebeisen der gleiche Shop oder im gleichen Ort. Ja, Gleichen Ort, ja. in Wilderzell und Einsiedel, dass Genau. das der gleiche ist, genau. Und also es ist nicht der gleiche Standort. Der Hebeisen hat nicht den gleichen Standort wie Stucki. Stucki ist in Einsiedeln und der Hebeisen ist in Wilderzell. Der Hebeisen ist nach wie vor einfach ein Kunde vom Stucki, der seine Produkte bei ihnen kauft. Also der Hebeisen ist eigentlich der ehemalige Silseefisch. Genau. In dem Fall. Genau. Und genau, das habe ich auch Und noch Stucki- richtigstellen. Stucki hat einen Shop in Einsiedeln oder ist das nur ein Lager mit Büro? Nein, das Lager ist von, oh Ronny, es tut mir leid, von Wad, ich glaube von Wad zügelt. Also ich bin mir sicher, dass sie zügelt sind auf Einsiedeln. Ja. Das Lager ist jetzt in Einsiedeln, das weiß Ja. ich, 100%. Und den Job weisst du nicht? Nein. Okay, hey Ronny, habt ihr einen Shop in Einsiedeln oder ist das... Nein, ich glaube nur das alles Lager. über den Hebeisen? Ja. Okay. Also sie vertreiben alles über Jobs wie bei Fischen und sowieso. Ja klar, aber weißt du, vielleicht hat ein Stückchen auch einen eigenen Shop. So. Aha. Ja, Ja. das wüsste ich jetzt nicht. Das könnte jetzt der Ronny. Ja. Ronny, Ja, du kannst das das habe in ich die Kommentare gemeint, reinschreiben. genau. Ich weiß, dass unser Podcast Ja. los ist. Ja, sonst hättest du die Meldung nie bekommen. Genau. Dann, wie jetzt haben wir glaube ich auch schon ein paar Mal da im Podcast gesagt oder immer darüber geredet, gibt es eine Fischermesse in Basel vom 12. bis zum 13. Oktober. Ja, ich habe es einfach nur gesehen auf Insta, wie sie mir folgen oder haben Genau. mir folgen. Ja, sie haben ja mich auch also Majorfish angeschrieben, ob wir auch ausstellen wollen. Ich habe dann zurückgeschrieben, wir schauen nach der Sportfischermesse, sollen sich dann bei uns melden, nichts gehört. Ja, von dem her. Ich habe dann auch mit dem Gesi mal noch geredet, wie das aussieht. Also, ob er dort irgendetwas weiss. Dann habe ich gesagt, hey, ja, hören sagen, dass dort etwas kommt, aber es hat irgendeinen Grund, warum das Sportfischermesse im Frühling ist. Oder warum das all die Angelmessen im Frühling sind. Ja, darum, er hat das Gefühl, es wird dort wahrscheinlich nicht so viele Aussteller geben, weil der Laden einen Shop wahrscheinlich in der Hauptzeit, in der Hauptsaison nicht unbedingt will, am Samstag und am Sonntag zumachen, oder am Samstag zumindest zumachen, um an eine Messe zu gehen. Ja. Bin gespannt. Ich auch. Ich will das sicher weiter verfolgen. Vielleicht heute habe ich ein bisschen das Sprechdings drin. Wir halten euch sicher auf dem Laufenden, wie das wird dort weitergehen. Wer dort, ob wir schon ein Ausstellerverzeichnis findet irgendwann. Ja, eh. Du, vielleicht werden wir vom Majorfish dort sein, wer weiß. Für uns ist es jetzt weniger relevant mit dem Online-Shop. Also ob wir jetzt den Laden zügeln oder das Lager zügeln oder nicht, ja, kommt nicht gross drauf an, weil Laufkundschaft haben wir eh keine. Ja, und es ist wirklich, wie du gesagt hast, es ist in der High Season. Also, Ja, die Frage ist halt auch, wie viele Besucher hast du in der High Season, oder? ja. Wenn dann wirklich Traubfischzeit ist und wenn das Zeug beißt, wenn die Fische beißen, wie viele kommen dann an eine Messe? Mhm. Eben, genau, ja. Zudem ist für mich noch so ein bisschen, es ist Basel. Basel ist sehr nah bei Deutschland. Wieso soll ein Schweizer nicht auf Deutschland gehen? Ja. Darf ich fast nicht sagen. Ja, du, gell. Dann, wir haben es vorhin schon darüber gehabt, aufgeschrieben, passt auf, viele Fake News am 1. April sind raus. Der Nico hat es jetzt gerade vorhin gesagt, gehen wir nicht mehr weiter darauf ein. Yep. Dann Westin bringt neue Farbe raus im September vom Westin Swim, vom Jerkbait. Die haben ja schon Sonderfarbe gemacht. Genau, und jetzt kommen neue Farben raus. Das sind richtig geile Dekor, finde ich. Aber ich habe noch nie etwas auf einem Westin Swim gefangen. Ich im Fall auch nicht. Du auch nicht. Gefischt haben schon ein paar Mal, aber... Dann der Fenske Fishing ist ein deutscher Fischer, also deutscher Teamfischer bei Fish Candy.
Er hat ein spannendes Reel gemacht. Schaut euch das unbedingt an, wo es darum geht, wie man ein Igli richtig messen. Habe ich noch spannend gefunden. Es hat recht Diskussionen gegeben. Mit den Schwanzflossen ist man sich, glaube ich, in der Szene nicht ganz einig, wie man die halten sollte. Also weißt du, spreizen oder langziehen. Gut, aber das ist ja bei jedem Turnier irgendwie eine Diskussion, genau. Nicht? Ja. Ich habe es einfach noch spannend gefunden, ihm dort zuzuhören, warum er findet, man sollte es so machen. Ja, ich glaube, wir können euch ja den Link sonst noch in die Beschreibung hauen von diesem Video. Könnt ihr rauskopieren. Ja, coole News. Dann würde ich sagen, wir gehen... Oder hast du noch etwas? Nein. Dann gehen wir bereits schon Rubrik weiter. Und zwar zum Thema. Hey, und das Thema heute, ich brenne dafür. Richtig gut, heute geht es um Swimbaits. Jo, genau. Und wieso ist das Thema eigentlich mal gekommen? Hey, du hast mal ist das in der 3. oder 2. Episode gefragt, Oli, wie führe ich ein Swimbait? Ja, genau. Und ich habe gesagt, hey, machen wir mal eine Folge darüber, weil das braucht ein bisschen mehr Zeit. Ich glaube, das war im Januar, so Ende... bei uns ist der Hecht ab Februar geschont, bis am 1. Mai. Und dann habe ich dich gefragt, Oli, ich habe ein Swimbait gefischt, meine Route ist ja gebrochen, genau, jetzt kommt es mir auch wieder in den Sinn. Ja, und einer hast du noch rausgeknallt. Genau, ja, richtig. Sorry. Und, ist alles gut. Und dann habe ich dich gefragt, wie fischt man ein Swimbait? Und dann ist von dir gekommen, Nico, wir machen eine eigene Episode darüber. Yes. Genau. Und jetzt kommt dann bald die gute Zeit vom Hechtfischen. Und darum haben wir gedacht, hey, wir wollen euch da mal mitnehmen. Was ich an dieser Stelle schon mal sagen will, ist, wir probieren es so gut wie es geht, das zu beschreiben. Weil ich finde, es ist, ohne etwas zu zeigen, finde ich, wird es noch schwierig. Ich hoffe, wir kriegen das daher. Und an dieser Stelle kann ich ja schon mal sagen, wir werden zusammen ein Video machen, wo es darum geht, High versus Low Swimbaits, Budget Swimbaits. Genau. Und dort werden wir sicher euch auch noch mal zeigen und können in die Kamera heben. Genau. Aber wir probieren es heute so gut wie es geht, die Geschichte vom Swimbaits und am Nico seine Frage zu beantworten. Genau. Also wir haben da noch eine GoPro aufgehängt. Wenn es dann zwischendurch mal piepst, sind wir nicht böse, oder sind uns nicht böse. Dann wird die GoPro laufen. Von dem her, würde ich sagen, Oli, ich habe mir ein paar Fragen notiert. Yes. GoPro ist eingeschaltet. Ich weiss jetzt nicht so recht, ob du auf die Fragen eine Antwort hast. Hey, nein, also wenn das die Fragen sind und das stimmt, ja, genau. Weil für mich ist so ein bisschen der Swimbait. Was ist der Hintergrund von einem Swimbait? Beziehungsweise fangen wir vorne an, die Entstehung von einem Swimbait. Ich weiss nicht, ob du da irgendwie eine Antwort hast. Also das ist immer so ein bisschen ohne Gewehr. Einfach so, ich gehe davon aus, oder ich bin mir sicher, dass das Swimbait vom japanischen und amerikanischen Raum her kommt. Und zwar auf Fische auf Bass. Ja, okay. Weil genau, ich weiss, also ich habe mich ja dann auch probiert vorzubereiten. Und bei mir war so der Punkt, dass der Konsens war, Rapala hat angefangen, der Lauri Rapala hat der geheissen, oder heisst der, wo mit den ersten Hardbaits so ein bisschen gekommen ist, was Wobbler angeht. Und dass dann daraus Swimbaits entstanden sind. Ob das so ist, hey, hänge mich nicht auf, gell? Das ist jetzt einfach das, was ich so ein bisschen rekapituliere von dem Ganzen, was ich gelesen habe. Würde ich glaube an dieser Stelle nicht unterschreiben. Okay. Ich glaube, die Japaner sind da sicher zuerst irgendwo gewesen, bevor. Ja, ist sehr gut möglich. Wie gesagt, ich kann es nicht irgendwie belegen, also es ist einfach eine reine Behauptung von mir. Von dem her. Okay, ich glaube, dann lassen wir die ganze Entstehungsgeschichte mal so im Raum stehen. Vielleicht wisst ihr draussen, vielleicht habt ihr irgendwie einen coolen Link, den ihr könnt posten in den Kommentaren, wo man irgendwo so ein bisschen die Entstehung nachverfolgen kann. Würde mich noch mega interessieren von der Geschichte her, wie das Ganze so war. Ich meine, der Hintergrund von einem Swimbait ist relativ simpel. Es ist ein Köder zum Hechtfangen. Ja, ursprünglich denkt sie zum Bass fangen. Genau. Man hat es dann einfach mit übergenommen. Und hat sich eigentlich relativ gut etabliert bei uns, ich sage jetzt mal in Europa, zum
auch Hecht, nicht nur Bass fangen, sondern zum auch piken mit dem. Weil es gibt ja relativ viel, die Hecht fangen. Ja, Da aber es kannst du gibt im eine Fall gute noch Story nicht so, erzählen. also ich weiß nicht, ich kenne nicht so viele Angler, die mit Swimbaits auf die Hecht fischen. Wirklich? Einmal da bei uns in der Schweiz. Also gut, dann gehen wir mal machen wir noch einen halben Schritt retour. Die Ja. Definition von einem Swimbait ist für mich noch so ein bisschen eine Frage gewesen, wo ich mich habe müssen ein bisschen einlesen. Ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast oder nicht. Nein. Gibt ja, gibt ja Swimbaits und es gibt ja Jerkbaits, es gibt Wobbler, Twitchbaits. Also Wobbler ist ja für mich so ein bisschen die Oberkategorie. Da gibt es Twitchbaits, da gibt es weiss der Teufel was alles. Da ist so viele verschiedene. Und die Quintessenz daraus raus, nicht der Konsens, die Quintessenz daraus raus, genau, ist so ein bisschen, dass der Swimbait ein mehrteiliger Hardbait ist. Korrekt. Und der Jerkbait als Unterschied ist ein einteiliger Hardbait. Genau. Das heisst, es gibt Jerken, es gibt Twitchen und es gibt Swimbaiten. Und ein Twitchbait ist ein Wobbler, wo du mit Twitches, mit Schlägen animierst, wie aber auch ein Jerkbait. Ein Jerkbait tust du auch mit Schlägen animieren. Oder über die Rolle. Ja, aber in dieser Geschichte, die ich gelesen habe, ist so ein bisschen, dass der Swimbait eigentlich über die Rolle animiert wird und nicht unbedingt der Jerkbait, sondern der Jerkbait wirklich mit Schlägen jerkt wird. Mit leichten Schlägen in der Spitze und der Twitchbait eher wirklich mit Schlägen also in der Rute, in der kompletten Rute, also aus dem Arm raus, so ein bisschen animiert wird. Aber ich glaube, mit der Zeit haben sich die Techniken auch ein bisschen zusammengelegt, sind ein bisschen ineinander verschmolzen. Und daraus resultiert, dass ein Swimbait ein mehrteiliger Hardbait ist und ein Jerkbait, ich sage jetzt mal, ein einteiliger, lippenloser Klumpen, blöd gesagt, wo entweder schwimmend oder sinkend ist. Genau, ja. Genau, von dem her, ja, wäre es so ein bisschen mein Punkt. Und den Rest von der Episode lehne ich jetzt zurück und lasse dir gerne zu. Hey, was ich mir vor allem ein bisschen so aufgeschrieben habe, ist, was ist so ein bisschen... Ich meine, du hast schon mal richtig erklärt, was ist ein Swimbait. Eben, es ist ein zweiteiliger Bait und mittlerweile ist er auch veränderbar. Das heisst, ich kann Tauchschaufeln anmachen. Es gibt Swimbaits, die haben eine Tauchschaufel. Dann hat er nochmal ein anderes Laufverhalten. Ich kann die Schwanzflossen ändern. Das hast jetzt du auch gesehen an meinen Swimbaits, die ich heute mitgenommen habe. Und je nach Flossen oder auch Tauchschaufeln, die ich sagen wir vorne und hinten anmachen kann, verändert sich ganz klar das Laufverhalten. Und ich rede jetzt da zum Beispiel jetzt gerade vom DRT, Clash 9 oder Tiny Clash, aber auch vom Swimbait Republic, wo du das kannst verändern. Und durch das habe ich ganz verschiedene Möglichkeiten, um den Bait zu animieren. Okay, jetzt hast du gerade mal so 3 Swimbait-Typen jetzt mal angesprochen. Der Tiny Clash, der Clash 9 und der Glideaway. Der Glideaway. Okay. Hey, wir können euch gerne noch ein Foto von diesen 3 mal geschwind aufladen, damit ihr mal den Unterschied seht. Ich glaube, der Oli wird da sicher ein Foto haben mit diesen unterschiedlichen Kombinationen. Für mich, ehrlich gesagt, sehen die alle mehr oder weniger eigentlich gleich aus. Der von Debs, den du dort hast, der ist ein bisschen grösser. Der Da Vinci ist auch ganz normal ein anderer. Der Da Vinci kann ich zu einer Zikade machen. Eben, jetzt fängt das an. Ja, genau. Und jetzt gehen wir ins Detail, finde ich auch gut. Ja, oder einfach so, jetzt bräuchte ich meine Hände, oder? Als halber Italiener. Wir müssen jetzt gerne mit den Händen reden. Ihr wisst hoffentlich alle, wie eine Zikade läuft. Also ich kann den nicht nur so machen, dass er in der S-Form läuft. Ich glaube, wir müssen nachher von vorne anfangen. Sondern ich kann ihn auch zu einer Zikade machen. Also zu vibrierend eigentlich. Zu vibrierend, genau. Also, wo ich, jetzt sagen wir mal so ein bisschen den Vorteil, oder warum ich Swimbaits fische, ist einfach auch ein bisschen, es ist ein riesiger Unterschied zu einem Gummifisch. Ja. Man kann den Köder oder den Bait viel langsamer präsentieren. Du ein bisschen runterreden. Ein bisschen runterreden? Also so oder so? Ja, so. So? Nein. So? Ja. Okay. Genau, ich kann den Köder viel langsamer präsentieren als ein Gummifisch, weil er eine schöne S-Form läuft. Ja. Und ich kann ihn viel länger an der Krautkante präsentieren. Ja. Aber die Swimbaits, sind die in der Regel sinkend? Ich komme noch dazu. Eben ein Gummi wirst du einleiern oder jiggen und je nachdem ist das am Hecht einfach viel zu schnell und er denkt sich, wow, Alter, ich habe keinen Bock.
um dem hinten reingehen. Und was du halt beim Swimbait durchs Animieren und schön herstellen schon mal einen Vorteil hast gegenüber einem Gummi. Genau. Und ich mache oft Kickbewegungen, wie du vorhin gesagt hast, über die Rolle. Ja, also du tust eigentlich nur mit der Rolle animieren und nicht mit der Route. Den Tiny Clash, den tue ich über die Route animieren. Also den tue ich schon auch wie ein Jerk eigentlich. Ja. Einen Zwick geben. Aber alle anderen, den Dabs oder DRT, die tue ich über die Rolle animieren. Ja. Und da machst du einen Unterschied, sorry, jetzt bin ich gerade vorgefallen. Machst du einen Unterschied, ob Fluss oder See, oder ist es einfach so ein bisschen... Fluss ist es halt schon eine schnellere Führung als beim See. Mhm. Genau, das ist so die Unterscheidung. Also im Fluss tue ich schon eher schneller, wo ich mir beim See viel mehr Zeit lasse. Mhm. Der nächste Vorteil ist, es gibt verschiedene Modelle. Es sind nicht alle gleich. Du hast jetzt vorhin gesagt, für mich sehen alle gleich aus. Definitiv, ja. Gell? Für andere denken auch, eben, es gibt Sinking, es gibt Fast Sinking, es gibt Slow Sinking. Was ich aber Anfänger würde empfehlen, sind ganz klar, kauft euch einen Floater. Das heisst, die aufsteigend sind. Das heisst, wenn du die führst, sinken die, also ziehst du es runter, wenn ein Wobbler? Nein. Ja, aber dann schwimmt er unter der Oberfläche, dann ist es wie Topwaterfischen. Ja, er läuft etwa einen halben Meter unter der Wasseroberfläche. Ja. Aber du kannst ja mit einem Sinkblei, eben darum sage ich, kaufe hier einen Floater, weil du kannst mit einem Sinkblei kannst du ihn nochmal wie runterholen. Ja. Darum empfehle ich eher einen Floater. Ja, da kannst du ihn selber eigentlich einstellen, wie tief oder auf welcher Tiefe oder wie schnell das soll sinken. Genau, eben, du kommst nicht auf den Grund wie mit einem Gummifisch, das ist sicher etwas. Genau. Und was ich auch, eben, das habe ich vorhin schon mal ein bisschen gesagt, ich finde, das ist halt das Geile am Swimbait, du kannst ihn richtig schön herstellen. Also, durch das er ja zweiteilig ist, und jetzt rede ich wieder mit der Hand, die Kamera ist an, kann ich ihn, wenn er so ist, kann ich ihn so herstellen. Ja. Und ich gehe davon aus, dass der Hecht von hinten oder von der Seite kommt. Und so kann er schön ihn am Kopfteil packen. Und das, finde ich, ist nochmal ein Vorteil, durch das er immer so durch die Rollenbewegung einmal links, einmal rechts, immer knickt, genau. Ja. Und so kann ich ihn schön, ich kann ihn auch so knickt stehen lassen und meistens dann tätscht der Hecht rein. Ja. Und das ist, glaube ich, schon ein riesen Unterschied zu einem Jerkbait, der einfach in dieser S-Form läuft. Ja, den kannst du auch ausgleiten lassen. Ja, kannst du auch. Aber den kannst du auch quer hinstellen, aber er hat kein Gelenk in dem Sinn. Also, ja, ist gleich irgendwo eine Wand, die dort schlussendlich auf den Hecht wartet, oder? Genau. Und natürlich, jetzt kommen wir zu dem, was du vorher gefragt hast, es ist natürlich auch so, du musst dein Material am Swimbait anpassen. Genau. Das heisst, es ist eine sehr kostspielige Sache, wenn man auch noch das Material muss haben, das heisst Rollen, Rute, monophile Schnur und... Was zeichnet eine Swimbait-Route aus? Wow, jetzt fragst du mich Sachen. Sicher so eine straffe Route ist. Also wie zum Jerken, oder? Ja, ähnlich wie zum Jerken, ja. Und natürlich, sie muss eine grosse Wurfgewicht-Range haben. Also eben, ich meine, der Slide ist 250 Gramm. Ja. Zum Werfen DRT ist auch um das herum. Ja. Also gegen Ufer muss sie schon etwas können. Ja. Und da gibt es ja noch die leichteren, irgendwo mit 40 Gramm, die ich noch habe. Von dem her, ich habe mal ein paar auf die Waage gelegt, irgendwo 40, 42 Gramm umeinander zum Teil. Ja, okay. Also bist du eigentlich relativ in einem breiten Spektrum. Richtig, ja. Hey, und vielleicht so ein bisschen, eben was fische ich? Ich fische nicht irgendwelche günstige Swimbaits, darum habe ich vorhin gesagt, es ist eher etwas teuer, es ist eigentlich ein Hobby im Hobby. Ich könnte auch gerne mal Preise im Internet anschauen. Es gibt da den Dab Slide Swimmer 175, 215 oder 114er in verschiedenen Farben. Es gibt den DRT, Tiny Clash und den Clash 9. Die sind alles so, die laufen auch in einer schönen S-Form. Das heisst, wenn ich die einfach monoton einkurbel, haben die einen schönen S-Lauf. Aber ich kann sie auch animieren, so wie wir es vorhin erklärt haben. Dann gibt es noch weitere, das ist zum Beispiel der Gangcraft Jointer Claw. Mit dem, der ist einfach wirklich gemacht zum Einleiern, wie ein Jerkbait. Dann läuft er so im S-Form. Den haben sie wirklich nicht konzipiert zum Herstellen. Den kann man einfach durchleiern.
Kann man sich auch gerne mal anschauen. Den habe ich jetzt noch nie gefischt. Weil, ja, ich auch von den anderen mehr überzeugt bin. Wo kaufst du deine Swimbaits? Hey, ich kaufe meine Swimbaits alle eigentlich in Deutschland. Ja. Weil in der Schweiz gibt es noch niemanden. Mhm. Also mal den Dabs kannst du, glaube ich, bei Mickey's Tackle bekommst du den. Ja. Aber zum Beispiel all die DRT-Geschichten wie auch... Ja, wobei der Glideway bin ich mir zwar nicht mehr sicher, aber alles andere kommst du nur in Deutschland. Ja, über. ja. Ich weiß nicht, warum es noch keinen Shop gibt, der das gemacht hat. Weil ich glaube eben, es fischen nicht viele Schweizer Swimbaits. Was ist der Glideway für eine Marke? Das ist so eine Kooperation von, ich glaube, Swimbait Underground. Oh, ich bin mir einfach nicht sicher. Ja. Von nein, bin mir nicht sicher. Ja, Sorry. gut. Müsste jetzt auch schnell über die Bücher. Kannst du dann immer noch geschwind in die Beschreibung hauen oder so? Ja, oder irgendwo, voll. Ja, die Story aufladen. Genau. Eben, hey, für Anfänger würde ich wirklich den Codename Bass. Du hast ja die Japan, wie sagt man, die China-Version von Ja. dem. Also welcher? Der da... Der Bass. Ah, der da. Ja. Ja. Würde ich empfehlen. Oder halt der Dab Slide Swimmer, weil die wirklich einfach sind zum Animieren. Und halt auch der DRT. Ja. Das ist jetzt- Aber der DRT, der kostet ja dann doch dementsprechend... Ja, der Clash 9 sind es glaube 120 € und der Tiny ist bei nicht ganz 80, 90 €. Ja. Also, Also ja. ist doch ein rechter Batzen, der da auf Flöten geht. Also ja, Flöten. Ja, jetzt in meinem Fall, wenn ich ihn abreisse, ich habe einen Mollix habe ich damals abgerissen. Mollix hat ja auch Swimbaits. mhm. Die werden ja auch in der Schweiz verkauft. Stimmt, den habe ich jetzt gar nicht aufgezählt. Recht, den habe ich Ja. im Fall auch irgendwo da. Warte Ja. mal schnell. Ja, Genau. genau. Ich habe genau den gleichen, den länglich. Und ich kann... Warte, mal den länglich kann ich noch. Ah, übrigens, weißt du, wer verkauft Swimbaits? Wer? Der Krigi, Goldfish. Von Sakura. Ja, kennt man das? Sakura? Mhm. Come on, Oli. Oli, come on. Das ist sicher nichts, was nicht Come on. Warte, ich google es, machen wir schon Ich Pause. gebe, nein, komm, ich habe noch einen im Auto, ich gebe dir einen mal. Oder ich nehme mit für unser Video. Und dann kannst du mir sagen, ob der etwas ist, oder wie der läuft, oder was auch immer. Finde ich recht nice, ist auch übrigens für ein kleines Budget. Ich glaube, der kostet irgendwo 40 oder 50 Stutz. Finde ich noch ziemlich nice. Und das Coole ist, er sieht so ein bisschen ähnlich aus wie der Mollix, den du hast. Also ich finde ihn jetzt nicht mal so Ja, schlecht. Ja, genau. Okay. Ich habe ihn im Auto, ich nehme ihn mit, wenn wir das Video machen. Ich hoffe, wir denken dran. Dann können wir nämlich den auch noch geschwind erwähnen im Video, wie wir jetzt hier in dieser Podcast-Episode erwähnen. Und hey, wenn ihr raus zulässt und einfach nur den Kopf schüttelt und denkt, hey, was erzählt ihr überhaupt für einen Müll? Lasst es uns wissen, weil ja, ist für uns natürlich auch spannend, wenn wir wissen, dass wir Swimbaits irgendwo bei uns in der Schweiz bekommen. Oder was fischen ihr überhaupt? Das wäre natürlich dann noch die andere Frage. Einfach noch günstige Swimbaits ist auch zum Beispiel der Freddy von Ilex. Ja. Zum Beispiel die haben noch einen. Und der Molix. Der Molix finde ich jetzt auch easy. Ja. Ich weiß aber nicht, was der kostet. Ich habe den Der anderen. Molix ist um 30 Stutz. Ah, okay. Ich hatte ziemlich vor einem Jahr in Friedrichshafen, oder Aquafisch, sorry, in meinem Fall, gekauft. Ja, also ich bin einfach ein Verfechter, und jetzt müssen wir im Fall nicht alle in die Läden laufen und das kaufen, vom Clash 9. Einfach weil er sehr wandelbar ist. Ich kann dort die Flossen ändern, es gibt die Walfischflossen, es gibt so grössere Flossen, wo, wie soll ich das beschreiben? Es gibt einfach eine andere Flosse und eben mit der Tauchschaufel kann ich ganz viel am Laufverhalten von dem ändern und das ist halt recht nice. Ja. Ein Swimbait, der wirklich wandelbar ist. Aber klar, ich meine, hey, wenn da irgendwo der hängt im Baum, dann gehst du schwimmen, weil das sind 130 Stutz, die dort im Wasser liegen. Ja. Aber hey, Holzanlangen bis jetzt habe ich noch nie so einen teuren Bait abgerissen. Wirklich? Ja. Stark. Noch nie durch einen Backlash oder so? Nein, ich habe keine Wow. Backlash. Ich kann werfen, du nicht. Ja, sorry, Star. Nein, wenn ich das Swimbait dran habe, ich tue auch mit Bedacht werfen. Es ist nicht so, dass ich kopflos einfach durchziehe. Ja, ist halt nicht wie mit einem Chick oder so, wo du einfach... Ja, genau. Ja. Wo nachher weisst, die 5 Stutz kann ich nicht Ja, haben. ist echt... Bei einem Chick ist es einfach mehr der Gedanke an die Umwelt und bei einem Swimbait mehr als Portemonnaie halt, oder? Das Ist auch, halt, ja. Hey, aber eben, es geht darum, den Unterschied am Wasser machen, alle anderen, die da ihre Westin Shetties durchziehen. Ich glaube, du machst mit einem Swimbaits schon einen Unterschied. Und das habe ich ein paar Mal gemerkt, wo wir zu dritt auch auf dem Boot waren. Ja.
hey, alle 3 als gleichen Ort hergeworfen, ich ein Swimbait hergeknallt, der Hecht ist gekommen. Ja. Einfach, glaube ja, weil du ihn anders präsentieren kannst als ein Gummifisch. Das hat etwas, das hat sicher etwas, ja. Absolut. Und apropos, bevor ich es vergesse, ich habe ja diese Woche noch mit dem Ronny telefoniert. Und der Ronny hat sich ein bisschen herausgefordert gefühlt. Oder er hat gesagt, wir fordern das raus, weil der Robin mich angezündet hat, mit Swingbaits kann man keine Forellen fischen. Und es gibt verschiedene kleine Swingbaits, die auch auf Forellen funktionieren. Und an dieser Stelle jetzt hören es alle, Ronny, wir werden mit Swingbaits auf Forellen fischen. Gell? Das haben wir gesagt, das machen wir. Es wird sicher ein Video darüber geben. Und wir werden Forellen fangen auf Swingbaits. Geil, nice. Bin gespannt. Challenge accepted, sagt man. Bin sehr gespannt, was denn da rauskommt. Ja. Ja, hey, hast du noch Fragen oder habe ich jetzt ein bisschen alles beantwortet? Nein. Ja, schade. Eben, bei der Route haben wir gesagt, relativ ein höchstes Spektrum oder eine breite Range, die sie abdecken soll. Wie sieht es aus von der Schnurstärke her? Fisch ist dementsprechend, nehme ich auch eine schwerere Schnur, eine Schnur, die ein bisschen mehr mag leiden. Bist du da irgendwo bei einem 018, 024 sogar, oder bist du noch weiter oben? Weil irgendwo gehst du ja, ich sage jetzt, für mich in die Wels-Kategorie rein, wo du dann einfach sehr eine fette Schnur hast, wo halt auch eine Wurfdistanz verlierst. Klar hat das Swimbait irgendwo ein Eigengewicht von 40 bis 200 Gramm, aber ja, willst du es ja gleich nicht irgendwo herausfordern, sondern willst du dann auch irgendwo angepasst, wie du gesagt hast, auf das Swimbait mit dieser Combo können fischen. Hey, nein, ja, eben, dass es gerade eine Wales-Schnur ist es im Fall schon nicht gerade. Also bist du immer noch im Hechtsektor rein, sage ich jetzt mal so beim 0,18 bis 0,24, genau. So in dem Range rein, Wo du irgendwo deine 15 bis 20 Kilo hast. Genau, es gibt ja so, die tun ja gerade Fluo ganz drauf auf die Rolle. Ja. Das habe ich jetzt noch nie ausprobiert. Ja. Sagen, durch das halt Fluo sinkt, Ja. sinkt der Bait auch noch ein bisschen mehr. Okay. Das habe ich jetzt noch nie ausprobiert und mich noch nie getraut, Ja. das aufzuziehen. Okay. Aber natürlich auch beim Vorfach bin ich bei 1 mm Fluo-Vorfach. Bist du bei Fluo? Ja. Wieso gehst du nicht auf Hardmono? Das sagt man einfach. Okay. Ich habe einfach das Gefühl, der Fisch sieht das viel besser. Und Stahl in dem Fall noch eins besser. Also Ja. bist du einer, der sagt, ich fische Fluo aus Überzeugung, weil der Fisch das nicht sieht oder weniger Ja. sieht? Okay. Mhm. Und beim Stahl, ich wüsste nicht, ob der Swimbait gleich könntest animieren mit dem Stahl. Aber Okay. wir könnten es gerne testen. Ja, das werden wir sicher ausprobieren beim Video, absolut. Ich glaube, dort haben wir einen ganzen Tag lang Zeit, wenn das Wetter passt natürlich, zum Fischen. Natürlich. Wo wir dann ziemlich können das Ganze auf Herz und Nieren testen. Ja, Genau. Hey Oli, Jahreszeit, Swimbait. Ja. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ob Frühling, Hey. Sommer, Herbst oder Winter, scheißegal. Winter, ja, ich weiß es nicht, ob ich im Januar. Eben, dann müsstest du mit dem Livescope sicher einen haben, wo du siehst, auf welcher Tiefe dass er sich bewegt. Ja. Aber sonst Frühling unbedingt. Mhm. Wenn Techno gerade am Schilf zusteht, unbedingt dort. Herbst geht auch gut, Sommer ja auch. Also Ja. ich würde sagen, Frühling, Sommer, Herbst läuft. Ja. Winter, eben, wir haben es letztes Jahr probiert, wir haben es nicht geschafft. Die Animation bei dem Swimbait, jetzt gerade ob Sommer oder ob Herbst oder Frühling, ist ja dann doch ein bisschen ein Unterschied. Also in gewissen Zeiten musst du vielleicht ein bisschen schneller führen, in gewissen ein bisschen weniger. Führst du unregelmäßig oder tust du wirklich einfach einleiern, sage ich jetzt mal? Oder gibst du ihm ein bisschen Spiel, gibst ein bisschen Leben rein, einen schnellen Zug, mal einen langsamen, mal 2, Ja. 3 Züge? Oder wie machst du das? Ja, man könnte es ja, eben, wenn ich es einfach einleiere, dann läuft er in dieser S-Form. Das mache ich nie. Ja. Ich tue es wirklich einfach über die Rolle, ich gebe ihm wie so einen Kick und das ist jetzt mega schwierig zu euch erklären, einfach so halbe Kurbel um Dreieck, wieder halbe Kurbel um Dreieck, ganze Kurbel um Dreieck, halbe Kurbel um Dreieck. So einfach unregelmäßig. so ein bisschen unregelmäßig, Ja. dass er so ein bisschen ausbricht eben, und unbedingt Pause machen. Ja. Dass er sich dann so herstellt. Und dann wie lange lässt du ihn stehen? Wow. Das kann ich nicht beantworten, weil ich mich nie darauf geachtet habe. Das ist immer so eine Bauchgefühlssache. Wann kommt der Biss? Wenn ein Stahl an. Beim Stehen? Beim Stachel läuft er rein. Ja. Und das Ja. ist ein brutaler Biss. Ja. Weil es hämmert voll. Was ist dein PB auf Swimbait? Mein PB ist 85. 85. Mhm. Und dein Lieblings-Swimbait? Mein eben DRT Clash DRT, 9. Clash 9. Ja. Farbe sage ich auch nicht. Und auf der hast du den PB gehabt? Ja. Ah, okay, gut. Dann ist es neulich. Ist auch mein erster Hecht gsi auf dem DRT. Auf dem DRT oder auf dem Swimbait?
DRT ist Swimbait. Also ja, aber Auf dem Clash 9. hast du vorher schon Swimbaits gehabt und nie etwas gefangen und dann hast du dir einen DRT gekauft und bumm, hast du den Hecht gehabt? Oder ist es der erste Hecht allgemein auf irgendeinem Swimbait gewesen? Nein, also ja, es ist der erste Hecht auf einem Swimbait gewesen. Ich habe angefangen mit dem Depth Live Swimmer. Ja. Würde ich aber jedem empfehlen, probiert das. Ich habe einfach keinen Erfolg gehabt. Ja. Muss aber nicht sein, dass das bei euch so ist. Ich habe den ersten Hecht wirklich auf Swimbaits von DRT Clash 9. Okay. Gut. Hey, dann, ja, das wären noch meine so ein bisschen Abschlussfragen gewesen. Hey, cool. Ja. Von dem her, ja. Hey, wenn du auch nichts mehr hast, Oli, Ja. weißt du, es kommt... Ja, sorry. Ich hätte einfach noch... Wir haben jetzt da... Oder wenn wir das dann in unserem Video machen mit High- und Low-Watches. Ich würde sagen, dass da sparen wir die Leute noch ein bisschen auf Folter und das erklären wir dann im Video. Okay. Die sendet dann wahrscheinlich auch die vom Major Fish das erste Mal. Oh ja. Weil, Stimmt, die wollen wir dort testen. ja, genau. Die kommen natürlich auch zum Einsatz. Ja, ich würde sagen, wir machen das im Video dann. Das ist ja schon bald. Das ist ja irgendwo Mitte Mai, also in einem Monat. Von dem her... Vielleicht einfach abschliessend, ja, man muss ein bisschen krank im Kopf sein. Es ist ein Hobby im Hobby, Ja. wo du nochmal Geld liegen lässt. Hey, das Bier das bringt mich zum Rülpsen, sorry Leute. Ja, es ist eben... Man hat, wie du ja siehst, bei meinem Bait-Rap, ich habe nicht nur einen, ich habe mehrere. Ja. Und es gibt Ja. Leute, die sind noch kränker als ich und haben noch viel, viel mehr. Ja, und vor allem eben, wenn einer nicht nur 20 Stutz kostet. Ja. Ja, ich glaube, da ist gegen die 10 Swimbaits drin. Ja, von dem her... Und ich sehe, glaube ich, noch nicht all. Ja, das ist so. Ja. Darum, ja. Also, Genau. eben, es ist wie... ist fast ein bisschen ein blöder Vergleich, aber es ist wie Flügelfischen, wo du halt einfach noch das Equipment aufbaust, sag ich jetzt mal. Ja. Und dir dementsprechend halt auch Kosten bescherst. Aber schlussendlich alle, oder ich denke jetzt mal 95%, die hier zulassen, die kennen das Hobby, die lieben das Hobby, die leben für das Hobby. Und hey, wenn man etwas Neues sieht, weiss oder kann machen oder kann lernen, why not, oder? Hey, und probiert es aus. Es ist einfach ganz etwas anderes als euer Gummifisch durchleiern, weil hey, Biss sind brutal, Ja. wenn er steht. Ja, ja. Und ich finde es einfach geil, zum Animieren und auch ein bisschen dort sich ein bisschen vertiefen. Ich habe mir ja auch ein Big Bait Combo bestellt bei Maximus mit Abu Schwarzonker, mit einer Maximus Manic Big Bait mit 50 bis 200 Gramm Wurfgewicht. Bin sehr gespannt. Die wird dann... Nein, wahrscheinlich wird sie nicht das erste Mal zum Einsatz kommen im Video. Wahrscheinlich werde ich sie vorher schon mal probieren. Ja, mal schauen, ob ich das auch so packt, ob es mir den Ärmel so einnimmt oder ob ich dann nach dem 15. Mai sage, hey Oli, die Combo, ich glaube, ich rühre den Geissen an. Hey, glaub mir, dein erster Fisch auf Swimbait, das wird dich flashen. Ja, ich bin gespannt. Also, beim Twitchen habe ich es recht geil gefunden. Ich habe vorher nie wirklich getwitcht. Da habe ich mal ein bisschen angefangen mit dem Twitchen am Zürichsee. Und ich habe dort meine Hechte gefangen und es ist einfach geil. Und ich kann mir schon vorstellen, so ein Swimbait, wenn er steht, hast du die lucky Schnur und dann klopft er einfach rein. Ja, und so wie du erzählst, muss er dir fast die Rute zur Hand ausreißen. Blöd gesagt. Ja, das ist schon böse. Ist schon böse. Ja. Hey, eben, ich will unbedingt mal noch im Tessin auf Bass fischen mit Swimbaits. Ja. Ein Kollege von mir macht das, der Marino, und ja, er ist jetzt gerade in Mexiko, glaube ich, Ah, cool. und brutal abgeräumt, auch mit dem Ja. DRT. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob dann mein Familiengeld auch, sorry, Schatz, nicht so, also, mein Familiengeld auch für die Swimbaits draufgeht. Gut, Spaß beiseite. Ja gut, dann würde ich sagen, können wir das Thema mal schliessen und Hey, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es unten rein. unbedingt Oder schreibt uns auf Insta, wir probieren alles nach Absolut. Gewissen und, wie sagt man, nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Richtig. Genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal noch eine Rubrik weiter. Aber bevor wir jetzt zum Entweder-Oder kommen, würde ich sagen, machen wir die Verlosung von unserem Gewinnspiel. Yeah! Oli, willst du? Hey, und ich glaube, wir machen gerade eine Live-Schaltung, weil wir mit dem neuen Gerät können wir das. Wir können voll geil, wir können den Robin live am Telefon dazuschalten. Ich glaube, wir gehen gerade rein. Ja, warte, Wir ich läuten ihn Leute an. magst du da mal schauen, ob er abnimmt? So, es läutet. Ja, ich würde sagen, wir machen da gerade eine Live-Schaltung. Uns zugeschaltet ist der Robin. Robin, hello!
Jo, ciao zusammen, hoi. Hey Robin, geil, nimmst du dir Zeit, kommst extra aus deiner Vorstandssitzung, um die, ich sage jetzt mal, Überraschung zu präsentieren. Weil die Community weiss ja noch nicht, was sie erwartet. Stimmt, ja, wer aufpasst hat beim letzten Podcast, vielleicht schon ungefähr, oder? Ich würde auch meinen, oder? Weil wir haben doch 4 Kommentare oder 4 Textpassagen, die wir da aussuchen können. Die Frage ist jetzt mehr, wenn wir alle vorlesen oder hast du schon einen Favorit, Robin? Ich habe einen Favorit, das hat ja auf Insta auch noch ein paar gegeben, aber wir haben da gesagt, eben auf Spotify. Ich habe einen kleinen Favorit. Ja, geil. Yes. Also erstmal ein fetz, dass wir raus. Erstmal ein fetz Big Up für alle, die sich da schon Mühe genommen haben. Das ist doch ein bisschen schnell etwas überlegen, wie man die 4 Bars anbringt. Mega geil, mega Freude, ultra cool. Ja, ist wirklich geil, ja. Ist wirklich geil. Ja, sonst komme ich dann gerade schnell zu dem. Ja, aber warte, ausgewählt bevor du jetzt den Gewinner verratest, hey, es wäre doch geil, wenn du den Gewinner könntest rappen. Oh ja. Oh, das ist immer schwierig. Come on! Bars bei jemand anderem zu rappen. Ja, komm jetzt. Ja, ich kann es versuchen. Ja. Yeah. Geil. Also, vielleicht erkennt er sich ja dann gerade. Wie sagt man, wenn man das Mikrofon abgibt? Drop the mic oder so, oder nicht? Das Das machst du am Schluss, gell? Okay. Ja, siehst du, ich bin halt nicht in dieser Szene. Hey, ich wüsste voll auch nicht genau, wie man es sagt. Okay, gut. Meistens schnurren wir einfach 3 und der nachher eine länger schnurrt, der übernimmt dann. Also gut, Robin, hau hier. Ich fange die Wild Trouts mit dem Skeletonius von Toppis. Du deine Zuchtforellen mit billigen China Copies. Bist jetzt mad, will dir der Diss auf die Sego gedruckt? Nimm's mir nicht bad, keine Venice, so fischverrückt. Yes! Voll geil. Nice. Das sind einfach mal 4 Bars. Auf Insta hat er sogar 16 Bars geschrieben. Mega Freude. Auch an den anderen. Mega cool. Aber so 16 Bars einfach mal so schreiben. Mega geil. Big up. Ja, voll geil. Hat er geil gemacht. Wie heisst der Typ? Ja, auf Spotify lese ich da Klopfi SG. Also ich glaube, genau, der Klopfi. Melden, mit Adressen etc. Oder wie hey, macht ihr das? Unbedingt, Klopfi, schreib uns über das Fischverrückt-Profil auf Insta, lad deine Daten durch und ja, dann würde ich sagen, lassen wir dir das wunderbare Toppis Forellenpäckchen zukommen. Hey, herzliche Gratulation und vielen Dank für die anderen, fürs Mitmachen. Es sind wirklich geile Sachen zusammengekommen. Absolut, ja. Mega Freude. Wirklich. Big up an alle. Hey, danke vielmals an dir, Robin, dass du dir auch Zeit genommen hast. Gell? Ist auch nicht selbstverständlich, dass du einfach aus deiner Vorstandssitzung rauskommst ins Auto. Sehr gern. Da geschwind 4 fremde Bars vorrappst. Hey, danke 1000, Robin. Und auch danke vielmals für die Infos. Und viel Spaß weiter bei der Aufnahme und allen einen schönen Tag. Habt Sorge. Hey, merci vielmals. Gleichfalls. Ciao, Robin. Ciao. Schöne. Tschüss. Ciao. Perfekt. Hey, und ihr habt es gehört. Klopfi, auch von unserer Seite jetzt ohne den Robin mal noch. Herzliche Gratulation zu dem hammergeilen Toppis-Paket, das du gewonnen hast. Geile 4 Zieler hast du geschrieben, beziehungsweise 16 auf Insta. Für alle, die jetzt nicht gewonnen haben, es liegt nicht an dem, dass er 16, wie der Robin sagt, Bars geschrieben hat auf Insta, sondern wir haben wirklich auch uns darauf fokussiert, dass wir eigentlich ein Spotify nennen. Ja, wie wir es erwartet haben. Auf jeden Fall allen, die halt nichts bekommen haben, danke trotzdem viel mal fürs Mitmachen. Mega cool. Super Engagement von euch. Danke 1000 an dieser Seite. Hey, und der Robin wird heute das letzte Wort haben. Einfach schon mal ein Teaser. Oh, geil. Ich freue mich drauf. Ich weiss es, aber das... Ja, gehört ihr dann noch. Genau. Ja. Ich würde sagen, wir gehen in die nächste Rubrik. Entweder oder. So, heute bist du dran. Shit, ich habe so Angst, Mann. Bei mir steht entweder oder Nico an Oli. Ja. Und man muss an dieser Stelle sagen, Zino hat es, glaube ich, gemacht, oder? Ja, sie haben mir ein bisschen Inputs gegeben. Hast du schon gesehen, wie er zuzwinkert hat? Nein, aber sie hat es mir, glaube ich, mal gesteckt. Ja, okay. Ja, es hat... ich habe mir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fragen.
Ja, du darfst aber nur 3 Stunden. Ja, es sind auch ein paar noch für Nachholen geplant. Ich muss mir einfach mal aufschreiben, dass ja, weil sonst aus den Augen, aus dem Sinn. Genau. Die eine kann ich mal streichen, weil du bist ja, du spielst zwar Fußball, aber ja, die kann ich mir selber beantworten, was dir wichtiger ist. Gut. Oli. Ja. Wurm oder Madde? Egal auf welchen Fisch. Wurm oder Madde? Habe ich gesagt zum Fischen? Wer zum Essen? Nein, Spass. Wer, dann will ich vorher ein Mädchen nehmen. Nein. Boah, ist im Fall gerade schwierig. Weil ich habe mir jetzt gerade von OSP gibt es ja so die Gummiwürmer gerade Ja. neuestens Ja. zutun und ich bin hure gespannt, wie die sind auf Forellen. Okay. Darum aber ich gehe mit Bienenmaden, Bienenmadde. vor allem auf Forellen. Ja. Ja, ist schon eher der Klassiker, gell? Ja, ja, fix. Ja. Habe ich halb gedacht. Aber die Wurm kannst du halt auch geil am Dropshot animieren. Ja. Nein, aber gleich. Das ist der Vorteil, vor allem für auf Barsch. Oder für Ja. auf Egli, natürlich. Ja, Schweizer Ausdruck bitte. Genau. Ja, okay. Dann Löffel, Spoon oder Spinner. Also Löffel, Schrägstrich Spoon. Mhm. Keiche einsehen oder Spinner. Wow, hure schwierig. Spoon. Schon? Fuck, ich fisch beides hure gern und es ist beides jedes Mal rettet es meinen Arsch. Aber ich gehe mit Spoon. Welches ist dein Lieblingsspoon? Ja, darf ich das auf fremde Marken sagen? Ein Stückchen tun. Ja, spielt keine Rolle. Also So eigentlich- fremde Marke. Warte jetzt schnell. Der Spoon ist der Hammer. Ja. Unbedingt zutun, wenn ihr Forellen fischen wollt. Okay. Regenbogen Forellenimitat ist das Beste. Okay. Es gibt ein Video, ohne Scheiß, auf meinem Kanal im Tessin. Tessiner Beauty heisst es. Und ich mache auf Ansage. Ich sage, ich tue jetzt ein Stückchen Spoon her und ich fange euch eine Forelle. Und das habe ich noch nie geschafft, im Fall ohne Scheiß. Antun, ohne Scheiß. Ein Wurf und die Forelle hat gebissen. Okay. Und das Okay. ist schon geil. Hm. Das ist wirklich mein Vertrauensköder. Danke, Okay. Roni. Hey, wenn du könntest wählen, was würdest du eher bevorzugen? Ein Aquarium oder, nicht aufpassen, ein kleiner Teich? Teich. Ein kleiner Ja. Teich. Du würdest einen kleinen Teich bevorzugen? Ja. Vor einem Aquarium? Also ist okay, ist Ja, okay ja, für ich mich. glaube, ist okay, Teich also. natürlich und ist ja. Also, gerade reden wir ich bin, von, also gleiche Größe wie das Aquarium. ja, ich bin ein bisschen Anti-Aquarium, wenn ich Wirklich? das da darf sagen. Ja. Okay, wegen? Ich Fisch einsperren finde ich nicht so richtig. Ich finde auch Teich Das nicht. machst du in einem Teich auch. Ja, aber ich finde, ich Gut, du muss musst ja etwas frei- nehmen. ich muss ja etwas nehmen. Ja, ich finde immer noch, man sollte es dort lassen, was er gehört im See. Sie sollen ihre Kilometer schwimmen oder was auch immer sie machen. Das könnte im Teich. Nein, Teich Oh, haben im sie Teich können sie auch Kilometer schwimmen. Ja, aber nein, es ist Nein, nie der, ist okay. der Auslauf, den sie richtig hätten. Aber ich finde Aquarium, ja. Vor allem, gell, ich weiß nicht, wer das weiß, aber die, wie sagt man, Meeraquarien. Die Salzwasseraquarium. Salzwasseraquarien, ja, danke. Dort tun die Fische nicht alle, können sie züchten und die holen es vom Riff. Und das finde ich nicht Ja, richtig. gut, das finde ich schwach. Eben, das Ja. ist sehr schwach. Ja. Das finde ich wirklich schwach, wenn sie Und- so eigentlich aus der Wildnis rausholen. Ja, aus dem natürlichen Lebensraum, einfach Ja, weil du den Fisch willst. Eben, und die meisten kommen dann in so eine Aufbewahrungsstation und dort nimmt es schon. Und das finde ich hure schade. Lasst Ja. doch die Fische dort, wir Ja, wollen ich- lieber schnorcheln und sehen genau, oder tauchen oder was. Oder Ja, fischen. oder fischen. Richtig. Genau. Vor allem ein Triff schon heutzutage darunter leidet und ein bisschen Ja. mal am Absterben sind zum Teil. Genau. Okay. Darum eher ein Teich. Okay. Ja, gut. Da kann ich auch noch andere Viecher rein tun, by the way. Milch. Kormoran. Kormoran. Ja, stimmt. Ja, sehr nice. Ja, cool. Hey, das wäre es von meinem Das waren ja hure angenehme Wieder, oder? Anfragen gewesen. Ja, was erwartest denn Ich habe du? gemeint, das sind so 6 Fragen. Die kommen dann das übernächste Mal. Okay, gut. Ich muss mir die eben noch gut überlegen, weil ich Aha. will nicht einfach so gegenschiessen. Ich bin eigentlich sehr rachsüchtig. Ja. Das- Eben so habe ich dich schon Ja, es eingeschätzt. brennt mir schon ein bisschen unter den Nägeln, aber ich muss mir die wirklich gut überlegen, so dass dann nachher deine Frau mal... Ist ja gleich, Frau muss lassen wir glauben. das. Ja, eh. Genau.
Perfekt. Ja, dann Dann würde ich sagen, das Cheers. kann ich sagen. Hey. Danke. wären wir durch mit dieser Episode. Ja, hey, danke wieder mal fürs Durchheben, fürs Zuhören. Ich hoffe, die Tonqualität ist das mal hörbar. Ja. Und Also ich kann es ganz laut im Auto hören, die Scheiben runterlassen Ja. und das warme Ja. Wetter, dass jeder Also uns hört. wenn ihr uns draussen so hört, wie wir uns hören auf den Headphones, dann haben wir eine geile Qualität. Oder gute zumindest angebracht. Wahrscheinlich auch eine geile Qualität angebracht. Ich hoffe, das Einspielen von Robin ist gut. Ich habe das Gefühl schon. Von dem her, ja. Nein, geil. Also ich habe Freude an dem Ding. Und ich glaube, ihr draussen auch. Wenn es euch passt habt, lasst uns wie immer irgendwie ein Like, einen Kommentar, ein Abo, was auch immer da. Wir freuen uns über alles. Und natürlich stellt Fragen, wenn ihr wollt. Oder bringt Inputs, agieren. Voll. Hey, Auch in die wir sind Tastatur. draussen für heute. Und Robin, du hast das letzte Wort. Yeah, erste Podcast in der Schweiz übers Fischen ist draussen. Eben schon Glas ins Bier rufen, Fisch verrückt, treffen sie den Buf oder werfen am Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby!